Also, ich rede über unser Universum. Unser Universum ist mittlerweile 15 Milliarden Lichtjahre alt. Also alt kann man nicht sagen, aber das Licht bereitet sich oder expandiert seit 15 Milliarden Lichtjahre. Unser Sonnensystem ist schon einzigartig. Wenn man denkt, dass das Tausend oder Abermillionen von Sonnensystemen eine Galaxie ausmacht und dass es, was weiß ich, Millionen oder Billionen Galaxien gibt mittlerweile, und dann gibt es diese sogenannten Nebel, zum Beispiel bei uns ist der bekannte Andromeda-Nebel. In diesem Nebel befinden sich viele, viele Galaxien. Deswegen sagt man zu solch einem Ding, wenn man ihn zum Beispiel mit dem Hubble das Teleskop in die Ferne sieht, dann sieht man so eine Art Nebel, der sich so im Kreise dreht. Das sind nichts anderes als Galaxien, die praktisch in die Zeit zurückgehen. Je weiter du ins Universum gehst, je weiter gehst du in die Zeit zurück. Wenn es möglich wäre, mit einer überdimensionalen Lichtgeschwindigkeit, sie müsste billionenfach oder aberbillionenfach so hoch sein, um an den Rand des Universums zu kommen, dann wärst du in dem Moment 15 Milliarden Jahre in die Zeit zurückgereist. Das könnte man umrechnen, wie alt du dann wärst. In einer Sekunde legst du mit Lichtgeschwindigkeit, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube sowas um die 300.000 Kilometer zurück. In einer Sekunde 300.000 Kilometer. Oder sind es 3 Billionen Kilometer? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit. Und das Licht breitet sich seit 17 Milliarden Jahre aus. Deswegen fragen sich viele, wo ist das? Gibt es ein Ende von dem Universum? Das eigentliche Ende ist das Licht, das expandiert. Das ist das Ende. Ein eigentliches Ende gibt es nicht, weil das Licht expandiert ja mit Lichtgeschwindigkeit. Also breitet sich das Ende mit Lichtgeschwindigkeit aus. Damit ist die Frage beantwortet, wo das Ende ist. Außerdem gibt es außer dem Andromeda-Nebel noch diese sogenannten Pulsare. Das sind Sterne, die irgendwann mal, Riesensterne, die irgendwann mal implodiert sind und dann aufgrund dieser unheimlichen Energie, von denen eine unglaubliche Strahlung ausgeht, von beiden Seiten, diese bezeichnen wir als Pulsare, ja. Und dann diese schwarzen Löcher, die existieren, das Einstein schon geglaubt hat, dass die existieren. Stephen Hawking bestreitet es ja, dass es schwarze Löcher gibt. Ich glaube, dass es die gibt. Wenn du in ein schwarzes Loch geraten würdest, das ist mit so viel Masse, ein schwarzes Loch entsteht ja durch einen weißen Zwerg. Erst ist ein roter Riese, der implodiert irgendwann und der wächst zuerst, implodiert, also expandiert ins Unermessliche und zieht sich dann irgendwann wieder zusammen. Deswegen sagt man ja implodiert. Dann wird er zum weißen Zwerg und der weiße Zwerg hat so viel Masse, dass er durch ein schwarzes Loch entsteht. Also das ist unglaublich viel Energie hat so ein schwarzes Loch. Wenn du da hineingeraten würdest, würde sich alle Materie würde sich materialisieren und du würdest in ein anderes Universum gelangen. Also für uns unvorstellbar, aber das ist möglich.
Ein Wurmloch hingegen ist was Ähnliches, bloß etwas anders gesehen. Und stelle dir mal den Raum als Blatt Papier vor. Wenn du dieses Blatt Papier falten tust oder wenn du da Falten reinmachst und das praktisch wie eine Ziehharmonika zusammenfaltest und dann zusammenmachst und 2 Löcher reinsteckst und eine Nadel durchsteckst, so ungefähr müsst ihr euch ein schwarzes Loch vorstellen. Das sind Raumkrümmungen, da wo ein Loch entsteht, wenn dann noch ein Loch entsteht, ist das ein sogenanntes Wurmloch. Also viel ich weiß, also mehr weiß auch ich nicht. Und unser tatsächliches Teleskop, was zurzeit zukunftsorientiert ist das sogenannte Hubble 2. Es kann ja bis zum Ende unseres Universums sehen, aber es kann noch keine Aufnahme machen von weit entfernten Galaxien oder von bestimmten Sonnensystemen oder von einzelnen Planeten, die erdähnlich sind. Da fehlt es dem Teleskop noch an Kraft, an Energie. Die wollen ja jetzt ein Teleskop bauen, das wohl nicht mehr so funktioniert wie ein herkömmliches Teleskop, sondern mit einer ganz anderen Technik wollen die das aufbauen. Die Wissenschaftler sind gerade daran, sowas zu entwickeln. Das soll dann wirklich in der Lage sein, Sterne, die 13 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, einzelne Sterne so nah herzuholen, dass du sie praktisch auf dem Schirm genau erkennen kannst. Dann kann man nach Sternen suchen, die erdähnlich sind oder wo vielleicht Leben möglich sein wird. Aber für uns Menschen wird es für immer unmöglich sein, dahin zu kommen. Weil um alleine mit Lichtgeschwindigkeit reisen zu können, wenn du das machen würdest und du würdest zum Beispiel in einem Raumschiff oder in einem Satellit oder in einem Raumkörper sitzen, der sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, würdest du dich entmaterialisieren. Das heißt, deine Atome würden sich zersetzen, du würdest dich in Luft auflösen. Somit würdest du nicht mehr existieren. Außer dir würden was entfinden zu einem genannten Zeittransformator, der wo einen Behälter an Bord hätte, der was die Moleküle auffängt. Dann müsste der Behälter mit einem Computer ausgestattet sein, der in der Lage ist, diese Moleküle in seiner Zusammensetzung zu analysieren, wie du zusammengesetzt bist, und müsste das in die Zeit mit rüberbringen können. Dazu müsste der Computer in der Lage sein. Dann müssten die erst einen Behälter bauen und dann noch so einen Computer, der in der Lage ist, das alles zu tun. Und wenn er das machen könnte, müsstest du die Zeit in den Computer eingeben, zum Beispiel, wir reisen jetzt zum Beispiel 1 Jahr mit Lichtgeschwindigkeit, dann gibst du 1 Jahr ein. Und nach einem Jahr fängt der Behälter oder der Computer an, den Behälter dich wieder zusammenzusetzen. Dann würdest du praktisch aus dem Behälter rauskommen, könntest aussteigen und hättest überhaupt nichts mitgekriegt von der Reise. So wäre das möglich. Aber ist es für einen Menschen sowas möglich, sowas zu bauen? Ich glaube, nein. Da ist selbst unsere Technik ist da vollkommen überfordert und auch ausgeschöpft. Selbst die Evolution wird es nicht möglich machen, dass sowas irgendwann möglich sein wird. Vorher wird der Mensch durch irgendwelche Naturkatastrophen auf unserer Erde, da müssen wir nicht ins Universum gehen, sondern da können wir bei uns bleiben, wird der Mensch ausgelöscht werden. Und die Erdbevölkerung wird ins Unermessliche ansteigen.
heutzutage kaum noch vorhanden und in ca. 400 Jahren sind die mit der wachsenden Erdbevölkerung vollkommen aufgebraucht. Dann nützt auch unser Recycle nichts mehr, um diese Erdbevölkerung am Leben zu erhalten. Man braucht ja Öl, man braucht Holz, man braucht Papier, man braucht Eisen, man braucht viele andere Sachen, um weiterleben zu können. Man braucht auch Erde, was weiß ich, und an der Erde gibt es auch bestimmte Rohstoffe, die was der Mensch der Erde entzieht. Irgendwann wird es auch nicht mehr für die Bäume möglich sein, dass Bäume wachsen können. Dann wird es auch keine Früchte mehr geben. Man wird keine Tiere mehr halten können, weil die Tiere sich nicht mehr ernähren können, weil es kein Essen mehr gibt und so weiter. Das hat verheerende Auswirkungen, wird es auf die Kreatur Homo sapiens haben, und damit wird er sowieso aussterben, irgendwann in 300-400 Jahren, spätestens in 500 Jahren. Und wenn das nicht passiert, wird er irgendwann durch einen Kometeneinschlag zerstört werden. Ich bin sicher, dass jetzt schon ein Komet auf der Reise ist zu uns, der noch nicht erforschbar ist, der sich im Dunkeln fortbewegt, in der dunklen Materie. Deswegen kann ihn auch nicht das Hubble erfassen. Das Hubble kann nicht alles, wie schon gesagt, das Hubble ist gut, aber nicht so gut, dass es alles erfassen kann. Es kann zum Beispiel nicht einen Kometen, der vollkommen dunkel ist in seiner materiellen Zusammensetzung, der selbst wie eine schwarze Materie ist und sich noch in der schwarzen Materie bewegt, kann er unmöglich festhalten. So viel zum Thema Universum. Macht euch mal Gedanken darüber. Das kann jeder